Moien, ich begrüße euch haut 12. Februar ganz herzlich op den Darwin Day hier am Naturmuseum, weil das Darwin Day war einfach dem Charles Darwin, dem englischen Naturalist, sein Geburtstag, den wir dieses Jahr für 212 feiern. Den Darwin ist den 12. Februar 1809 an England auf die Welt kam. Wir haben das mittlerweile zur Tradition gemacht, dass wir eben all Jahres auf dem Tag oder op eng Feierung durch uns Ausstellungen invitieren. Sie wird d'Exposition permanent, an der ich mich am Moment befanden, und dann auch d'Exposition temporaire. Thema von dieser Exposition temporaire, die wir im Moment auch weisen, die hat vielleicht schon gehört, vom Dark to Light, an der es Mineralien und Edelstein geht. Und froh ist natürlich da, finde ich noch da, über Thema Geologie, Mineralogie, etwas beim Darwin, mal ganz sicher, und das ist natürlich auch nicht dafür unbedingt bekannt, aber néanmoins, wenn ihr ein bisschen Kratze geht, also auch der den oder andere, wer den am Darwin seine Publikationen, respektive an seiner Biografie findet, was auch da ganz interessant ist, aber was wir eben noch an unserer Ausstellung thematisieren können. Es gibt gleiche Purshygiene an diesem Saal ugeschwert. Da wäre für dich die Anpassung von der Fauna, Flora und ihrer Umwelt, also Anpassung als Resultat von dem Spielchen zwischen Variation, Verirrung, Selektion und Zeit. Dann aber auch die Evolution, an der nicht die natürliche Selektion der Mutter ist, mit Selektion sexuell. Kurz gesagt, da wo ein Geschlecht, am meisten als die Weibchen, sich die besten Menschen heraussicht. Der Saal sollte dann auch die Gelegenheit sein, neben dem Darwin auch den Co-Entdecker von der Evolution durch natürliche Selektion vorzustellen, den Alfred Russel Wallace, den das unabhängig vom Darwin auch gelungen war. Ja, dem Darwin seine ganz bekannten Weltumsegelung zwischen 1831 und 1836 war ursprünglich nicht mehr so eine Erkundung von der südamerikanischen Küste sein. Die Reise, die am Dezember 1831 aus England fortgegangen ist, hier Afrika raufgegangen ist, dann hier über den Atlantik gekommen ist, dem Darwin seine erste Begeisterung wie die erste an den südamerikanischen, also den brasilianischen Dschungel, für mich präzise zu sein, gekommen ist. Donno hai Südamerika rauf, Feierland, Europa, die bekannten Erkundungsreise von Galapagos und dann über den Pazifik zurück Afrika rund und dann zurück an England. Von der Reise hat David immens viel mitgebracht. Viele von diesen Sachen hatten nicht nur etwas mit Fauna und Flora zu tun, mit war auch immens viel Geologie dabei. Er hat Vulkanen erkundigt, also Berge abgeklommen, hat Fossilien hoch an den Anden entdeckt, je ein ganz Jet von dem, was er gemacht hat und noch beschrieben hat. Es gibt nämlich auch eine ganz bekannte Publikation, nicht mehr über Geologie von der Beagle-Race. Voilà, also Darwin war nicht nur bekannt für seine Evolutionstheorie, aber seine Evolutionstheorie, die nährt sich eben auch aus seinen geologischen Kenntnissen, die er sich am Laufe seines Lebens erschafft hat. Dem Darwin seine Begeisterung für die Geologie fängt, also wenn in seiner Autobiografie noch leben kann, schon als Kind an. Er schreibt ihn zum Beispiel, kurz nachdem sie angefangen haben, Steine zu sammeln, das heißt mit 9 oder 10 Jahren, erinnere ich mich deutlich an den Wunsch, etwas über jedweder Kieselstein für der Haustier gewurzelt zu gehen. Das war damals mein frühesten und einzigen geologischer Wunsch. Hinter seiner frühesten Jugend sammelte Darwin also Mineralien. Allerdings bekloten sie später, alles ohne wissenschaftlichen Ursprung, ich kümmere mich mehr darum, ein neues Mineral just zu haben, mehr Seelen probieren es anzuordnen. Während seinem Medizinstudium auf der Uni von Edinburgh, den ja bekanntlich abgeht, weil er kein Blut verdreht, hat noch ein paar Geologiekuren, die ihn allerdings immens langweilen. Und da hatten an seiner privaten Bibliothek das geologische Referenzbuch von der Zeit, The Manual of Mineralogy, vom englischen Mineralog Robert Jameson. Und anhand von den vielen schriftlichen Randnotizen kann ihn darauf schließen, dass den Darwin das Buch aber regelmäßig benutzt wird. Davon kann ihn sich auch selber überzeugen, und zwar Internet-Site von der Biodiversity Heritage Library, die den Darwin seine persönliche Bibliothek angescannt hat. Den Link den fand er hier drin.
So heißen wir an der Schatzkammer vom Musee, also die Schatzkammer als der Platz, wo wir Mineralien vorstellen, an einer ganz dunklen Kammer, ganz flott gemacht. Und hier stellen wir dann eben auch Mineralien von Sammlern vor, die uns am Laufe der letzten Jahrzehnten, respektive Jahrhunderten, auch Mineralien an Sammlungen gehen haben. Wie hat zum Beispiel den belgischen Ingenieur Henri Maus, den auch zu der nämlichen Zeit gelebt hat, plus ou moins, wie den David. Ein von den Ereignissen, die den David auf seiner Biegelreise am meisten impressioniert und markiert hat, das waren Erdbeben am Chile, wo ein Staat komplett zerstört ging. Wir haben auch so eine Durchstellung hier im Museum, wo wir eben Erdbeben an was sie anrichten können, weisen. Die kennen das Nachrichten meistens ein Erdbeben stärkt und anhand von der Richterskala. Was wir hier durchstellen, das ist die Mercalli-Skala, was uns die Beschreibung ist, das, was ich kann gesehen, die von 1 bis 12 geht. 1, das etwas, wo ganz leicht wackelt, weil der Ball gar nicht spielt. Geht bis 12, das ist die komplette Zerstörung und Umwandlung von einer ganzen Landschaft. Das, was den heute zum Beispiel auch gesagt hat, das ist ein 10, das ist die komplette Zerstörung von einer Stadt und das ist auch das, was den David matt gemacht hat und wo eben das mit viel Schrecken auch an seiner Reisbeschreibung dann eben beschreibt. Voilà, ich stehe hier bei der Durchstellung in unserer Exposition permanent über die Vulkanen, also wie die unterschiedlichen Sorten von Vulkanen entstehen. Was hat das mit Darwin zu tun? Den Darwin, den hört sich dummer, dass nie gesagt, wie Atollen entstehen. Atollen kennt ihr, das sind das Inselsituationen an den Meeren. Und da weiß, wie so Atollen entstehen, ist effektiv eine Theorie, die den Darwin entwickelt hat, die er noch an seiner Reisbeschreibung mit der Bibel beschreibt und die bis heute noch immer gültig ist. Also wie gesagt, den Darwin ist den für über oder bald 200 Jahre entdeckt hat, wie Atollen entstehen. Also wie drin, da gesagt, da eine ganze Reihe von Steinen, auch von Mineralien, die typisch sind für Vulkane. Das war auch wichtig für den Darwin. Darwin hat auf seiner Biegelreise auch eine ganze Reihe von geologischen Arbeiten müssen realisieren. Und für das eben zu machen, hat er noch müssen wissen, wie Steine anordnen, auf wen sie klassifiziert, respektive auch identifiziert. Und das hat er unter anderem gemacht, mit Hilfe von einer ganzen Reihe von Büchern, die ganz typisch für die Zeit sind. Und er doch müssen Methode kennen, für eben können Steine zu identifizieren. Und zu denen gehört dann eben auch die Härteskala vom Moos, und die geben wir uns mal an die Ausstellung auf den zweiten Stock angucken. Ja, hier ist dann Moosskala benannt nach dem deutschen Mineralog Karl Friedrich Moos, den 10 Mineralien hier uget und anhand von denen in Herd von anderen Mineralien dann auch testen kann. Und da gesehen ich, da haben wir gerade den Direktor vom Museum, den Alain Faber, den uns als freier Geolog das bestimmt noch viel mehr am Detail kann erklären. Moin Alain. Moin. Voilà, die Härteskala vom Moos, also von Friedrich Moos, stammt aus dem Anfang vom 19. Jahrhundert. Und sie ist so aufgebaut, dass sie kann praktisch daheim gebrauchen, brauche kein Labor für die Herd zu bestimmen, kann ihn dann mit einfachen Mineralien bestimmen, wie zum Beispiel einen Quarz, den dann die Herd 7 hat, oder einen Gips, den die Herd 2 hat, einen Fluorin, was der Herd 4, und einen Korund, was der Herd 9. Das war die ich direkt gefunden habe. Wie funktioniert die Härteskala? Ein Objekt mit dem anderen vergleichen und wird dann angeordnet. Zum Beispiel kann ich mit dem Quarz relativ einfach den Gips ritzen. Das gibt ein bisschen weiße Stips, weil der Gips mit Müll ist. Und der Quarz mit hart ist, ritzt der Quarz den Gips, also aus den mit Müll und den mit hart. Und so ist die Skala abgebaut. Dann hat er noch nach praktisch Elemente, die ihn immer im Terrain dabei hat. Entweder den Fanger 0. Beim Fanger 0 kann ihn ein Mineral gipsen, was ganz Müll ist für den Gips. Kann ihn aber umgekehrt mit dem Quarz den Fanger 0 ritzen. Und mit einem Messer, also Zellwicht, der Quarz ritzt das Messer an sich. Und das Messer kann, damit es schneidet, dann noch den Fluorid ritzen. Also eine lineare Abteilung
von den Mineralien, die immer Männer hatten, bis zu den Herzen. Den Herzen ist natürlich ein Diamant. Ein Edelstein, haben wir schon kein Beispiel dabei, mit der Tonderhai in der Ausstellung. Von da drin, da das den Herzen an die schwachsten aus eben den Talg, den wir auch gebrauchen für etwas Müll zu machen, für dass es besser rutscht. Voilà, das ist die Skala vom Moos, die hat den Vorteil, dass es eben überall kann angesagt werden, von jedem und dadurch hat sie über Jahrhunderten gehalten. Ja, vielmals merci Alain für die Erklärungen. Du hast ja auch gut gesehen, wie von der Evolution einen kleinen Exkurs dann eben an die Mineralogie, an die Geologie kann machen. Für die Leute, die noch weiter interessiert sind, voilà, wir die sind herzlich invitiert, an das Museum zu kommen. Wir noch vom Museum ein Buch für ein paar Jahre rausgehen, 99% auf. Da steht alles dran, was den über Evolution an Darwin will wissen. Voilà, also nach ein Happy Birthday dem Darwin heute gewünscht und dann vielleicht bis ein Kehr am Naturmuseum. Ade. Ade.